Da hinten war's, genau. Gut, das kennen wir ja alles. Da waren wir schon als Check. Das ist Professor Zindlers Büro. Als ich ins Büro reingehe, finde ich den Professor. »Endlich sind Sie da«, sagt er. »Endlich sind Sie da. Ich weiß alles von dieser Aufnahme hier. Sind Sie derjenige, der uns retten soll?« Die Antwort ist einfach. Nein. Finde den Professor, töte ihn und bring uns zurück, was er uns genommen hat. So lautet der Befehl. Der Befehl der Schwarzen Lilie. Bring uns zurück, was er uns genommen hat. Ich denke, es wird um Dokumente oder Bargeld gehen oder irgendein Artefakt. Aber nicht das. Ein Mädchen. Ich soll ein Mädchen entführen. Sie ist in Emilys Alter. Im Alter meiner Schwester, als sie verschwand und ich sie nicht schützen konnte. 2 Stimmen, vermutlich das, was von meinem Gewissen übrig ist, streiten sich in meinem Kopf. Ein Mädchen. Ich kann das Mädchen nicht der Schwarzen Lilie zurückgeben. Die Stimmen überzeugen mich. Ich nehme das Mädchen und begebe mich zum Ausgang. Gehe einen anderen Weg. Ich habe Zeit verloren und der Türke wird sicher schon misstrauisch. Er kommt vielleicht ins Museum. Ich hatte recht. McLean braucht viel zu lange. Da stimmt was nicht. Oscar, halt hier Wache. Ich gehe rüber und guck, ob alles nach Plan läuft. Verflucht. Der Türke ist misstrauisch geworden, weil ich so lange gebraucht habe. Der braucht ein Weilchen, um zu kapieren, was hier läuft. Genug Zeit für mich, um zu verschwinden. Gut, und wo verschwinden wir? Hier liegen einige Raumpläne für das Museum auf dem Tisch. Vergiss es. Da mache ich nicht mit. Vielleicht der Hunde? Ich kann nicht zurück. Da laufe ich dem Türken direkt in die Arme. Ach so, dann gehen wir nicht da zurück. Nettes Ungeheuer. Ich glaube, das wäre kein gutes Haustier. Es sieht so leblos aus. Können wir dann da oben? Ich glaube, es ist wieder Schleichen noch gesagt. So, mal schauen, wo der hinschaut. Sie wissen, wo ich bin. Ich muss mich beeilen, mich zu verstecken. Gut, jetzt wenn er nach links schaut, dann werden wir da rumlaufen. Und jetzt aussehen. Gut. Jetzt muss ich nur noch versuchen, so weit wie möglich von hier wegzukommen. Und zwar mit dem Auto. Und ich hoffe, der Schlüssel steckt. Sie haben das Auto nicht abgeschlossen. Ich werde es mir kurz ausleihen. Lauf weg, Sean. Lauf so weit weg, wie du kannst. Du hast schon ein paar dumme Sachen in deinem Leben angestellt, aber das hier ist wohl die dümmste von allen. Sich gegen die schwarze Lilie aufzulehnen, um ein Mädchen zu schützen. Das ist die Art von Sentimentalität, die zum Tod führen kann. Aber vielleicht ist es auch besser so. Ein Mann hat mir einmal gesagt, dass nicht wie man lebt, sondern wie man stirbt, deinen Charakter am besten zeigt. Und ich will nicht als Mörder enden.
Jack, endlich bist du wieder bei Bewusstsein. Verflucht! Das ist das zweite Mal heute, dass mir einer das Licht ausknipst. Ich sollte Boxunterricht nehmen. Scheint zurzeit in Mode zu sein. Was sollen wir jetzt tun? Wir sitzen hier fest. Das Flugzeug hebt bald ab. Wir müssen hier raus. Jack? Victoria? Ja, ich bin es. Du hättest meinen Ratschlag befolgen und in Chinatown bleiben sollen. Mir fiel es einfach schwer, den Rat der Personen zu befolgen, die mich erst gefesselt und dann zusammengeschlagen haben. Du weißt, dass das nicht meine Idee war. Ich wollte dich von Anfang an aus der Sache raushalten. Wenn das alles hier vorbei ist, lasse ich dir zum Dank eine Schachtel Pralinen zukommen. Jack, ich weiß, wie das hier alles für dich aussehen muss. Wie das für mich aussieht? Ihr wollt ein unschuldiges Kind opfern. Für mich sieht das nach einem klaren Fall von Wahnsinn aus. Jack, weder du noch ich dürfen uns der Bestimmung dieses Mädchens in den Weg stellen. Bestimmung, Bestimmung. Das höre ich hier ständig. Als ob euch das von der Verantwortung für eure Verbrechen reinwaschen würde. Auch wenn du es mir nicht glaubst. Am liebsten würde ich das Mädchen laufen lassen. Sie kann für all dies nichts. Aber unsere Pflicht besteht darin, sicherzugehen, dass sie dem Zweck dient, für den sie zur Welt gebracht wurde. Der Zweck, für den sie zur Welt gebracht wurde? Und seit wann hilft die schwarze Lilie kleinen Mädchen, ihre Bestimmung zu erfüllen? Die schwarze Lilie? Glaubst du wirklich, dass ich für die schwarze Lilie arbeite? Etwa nicht? Für wen denn sonst? Ein geheimer Partner? Eine Teilzeitstelle, um das Gehalt aufzubessern? Jack, die schwarze Lilie ist nur ein Bauer in diesem Spiel, den wir benutzt haben, um hier in New York an das Mädchen zu kommen. Sie arbeiten für uns. Und wer ist uns? Je weniger du weißt, Jack, desto besser ist es für dich. Victoria, wer steckt hinter der ganzen Geschichte? Es tut mir leid, Jack. Vielleicht begegnen wir uns eines Tages wieder und dann erkläre ich dir alles. Aber jetzt darf ich meinen Flug nicht verpassen. Ich habe sichergestellt, dass man euch nach meinem Abflug befreit. Aber dieses Mal folge mir nicht, Jack. Du kannst nur verlieren. Victoria, warte! Lebe wohl, Jack. Victoria! Die Geschichte ist doch völlig lächerlich. Lächerlich oder nicht, ich lasse nicht zu, dass Sie das Mädchen mitnehmen. Ich werde Sie aufhalten. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Gut, aber bevor wir das dann, wird wieder gespeichert. So, dann geht halt gleich weiter. So, wir stecken noch fest. Den Beschriftungen auf den Druckbehältern nachzuurteilen, enthalten sie flüssiges Propangas. Gas, das hört sich gut an. Und womit soll ich die benutzen? Tja, mit was? Ja, das sollte klappen. Aha, dann brauchen wir eigentlich nur noch das Feuerzeug hier halten. Hätte ich nur nicht Gretas Taschentuch dabei gehabt, dann wäre ihr der ganze Ärger erspart geblieben. Ich hätte sie in diese Geschichte nicht mit reinziehen dürfen. So, wo haben wir denn das Feuerzeug? Mir leuchtet nicht ein, wie ich diese Dinge zusammen benutzen soll. Warum nicht? Vor der Tür steht der Behälter mit dem flüssigen Propangas, den ich vorhin dort platziert habe. Vor der Tür steht der... Haben wir denn sonst noch was? Diese Stufen führen hoch zum Tower. Oder besser führten. Einige sind schon kaputt. Das Fenster ist vergittert. Oder machen wir das mit der Knarre? Okay, nichts wie raus hier. Greta, geh in Deckung. Greta, ich muss das Flugzeug aufhalten. Was hast du vor? Das weiß ich noch nicht. Hol schon mal das Auto. Ich hab's nahe der Einfahrt in den Büschen versteckt. Die Schlüssel liegen auf dem Armaturenbrett. Okay. Lass den Motor laufen. Wir müssen hier sofort weg, wenn ich das Mädchen habe. Jack, Ja? sei vorsichtig. Für Vorsicht haben wir keine Zeit. Nicht dieses Mal. Greta, geh jetzt. Gut, den Anfang kennen wir ja schon. Verdammt. Zu spät. Scheint, als wärst du zu spät, El Niro. Was machst du hier? Warum bist du nicht an Bord des Flugzeugs? Ich hasse weite Reisen.
Ich bin nicht der Typ, der sich von einem Kamel durch die Wüste schaukeln lässt. Ich bevorzuge die Großstadt. Außerdem wäre ich mitgeflogen, dann hätte ich die Sache mit dir nicht mehr zu Ende bringen können. Du hast mich vor den Augen der Organisation zum Trottel gemacht und dafür wirst du bezahlen. Und was willst du tun? Mich umlegen? Ich kann an deinen Augen erkennen, dass du noch nie jemanden getötet hast. So einer bist du nicht. Du hast doch sicher immer deine Handlanger losgeschickt, um die Drecksarbeit zu erledigen. Du hast recht. Ich habe noch nie selbst getötet. Doch ich habe den Tod vieler Männer und auch Frauen befohlen. Wie mutig. Aber du weißt ja, es gibt für alles ein erstes Mal. Ich bin tot. Ich kann nichts mehr tun. Emily, Greta. Es tut mir so leid, dass ich euch nicht beschützen konnte. Es ist vorbei. Ich bin tot. Emily, Greta, es tut mir leid, dass ich euch nicht beschützen konnte. Ich habe mich gleich vom ersten Idioten ausknipsen lassen, der um die Ecke gestolpert kam. Morgen bin ich nur ein weiterer Name, der in den Verbrechensmeldungen der Zeitungen genannt wird. Oder nicht einmal das. Vielleicht werfen die meine Leiche einfach in den East River oder auf irgendeine Müllhalde. Niemand wird mich vermissen. Außer vielleicht dieser Slowanski, wenn er die Miete kassieren will. Tolles Leben. Wer weiß schon, was das hier für ein Ort ist? Ich sehe nur seltsame weiße Lichter vor meinen Augen. Ist das etwa der Himmel? Pff, wem mache ich denn was vor? Der Himmel ist nicht der richtige Ort für einen abgehalfterten Schnüffler mit Alkoholproblemen. Das muss dann also die Hölle sein. Na, wenigstens kann ich ein paar alte Freunde besuchen. Ich hätte mir die Hölle anders vorgestellt. Ihr wisst schon, Feuer, Pech und Schwefel und Kreaturen mit Hörnern. Hier gibt es nur Wasser. Wasser und seltsame Kabel, die in der Gegend rumhängen. Tja, was haben wir denn jetzt? Wir sind anscheinend abgeknallt worden. Eine riesige Uhr, die in der Luft schwebt. Ich weiß, ich sollte überrascht sein. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht das Seltsamste ist, was mir hier an diesem Ort über den Weg laufen wird. Was machen wir mit der Uhr? Sie scheint nicht mehr zu gehen. Sie scheint nicht mehr zu gehen. Die Zeiger bewegen sich nicht mehr. Ich habe nichts dabei. Nicht einmal Zigaretten. Also unser Inventar ist leer. Ein Pub. Mitten in der Hölle. Langsam fängt's an, mir hier zu gefallen. Und wer sitzt da? Netter Name für ein Café. Ich hoffe, die Drinks gehen hier aufs Haus. Ich habe nämlich meine Brieftasche in meinem anderen Leben vergessen. Ein Typ an der Bar. Ist das vielleicht der Sean McLean? Jack, es ist lange her. Sean, Eben der. Lange nicht gesehen. wo sind wir? Nirgendwo. Dies ist kein Ort, wie du ihn kennst. Bin ich tot? Ja, Jack, du bist tot. So wie ich. Naja, wenn das die Hölle ist, dann ist es nicht so schlimm, wie ich dachte. Stimmt, die Drinks gehen ja alle aufs Haus und um deine Leber musst du dir auch keine Gedanken machen. Bist ja schließlich schon tot. Du hast sicher viele Fragen. Frag nur. Aber ich warne dich. Wir haben nicht viel Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass Zeit hier unten noch ein Problem ist. Doch, doch. Zeit ist jetzt wichtiger, als du dir vorstellen kannst. Na los, Jack, schieß los. Was willst du wissen? Warum hast du im Gerichtsverfahren gegen Valenti gelogen? Ich wusste, dass du das fragen würdest. Ich habe dafür 1 Jahr im Bau verbracht. Ich denke, du bist mir eine Antwort schuldig. Du hast recht. Die Antwort ist simpel und offensichtlich. Geld. Du hast dich kaufen lassen? Ja, mein Polizeigehalt hat nicht ausgereicht, um die Schulden meines Vaters zu tilgen. Pferderennen. Er hatte sich bei den Valentis hochverschuldet. Dieser Nichtsnutz. Er war ein mieser Vater und ein noch schlechterer Spieler. Er hat alles auf Pferde gesetzt und nicht ein einziges Mal gewonnen. Am Tag, als meine Schwester verschwand, waren wir auf der Rennbahn. Er hat nicht einmal gemerkt, dass seine Tochter fort war.
Er war zu beschäftigt, das verfluchte Pferd anzustarren, auf das kein anderer Idiot gesetzt hätte. Mein alter Herr. Ein Mann, ohne den die Welt gut ausgekommen wäre. Er hat so viele Schulden aufgehäuft, dass es 2 Leben gebraucht hätte, um sie abzubezahlen. Valenti wusste das. Deshalb haben sie mir eine einfache Lösung für das ganze verdammte Problem angeboten. Beide seiner Söhne waren für Alkoholschmuggel verhaftet worden. Der Richter wollte sie beide für 1 Jahr hinter schwedische Gardinen bringen. Aber die 2 Rotzlöffel waren von ihrem Gangstervater so verzogen worden, dass sie keine Woche im Gefängnis durchgestanden hätten. Valentis Idee war einfach. Ich sollte seine Jungs aus der Sache raushauen, indem ich aussagte, dass ich für ihre Verbrechen verantwortlich war. Ich würde unehrenhaft aus dem Polizeidienst entlassen und hätte meine Zeit im Gefängnis abgesessen. Die Schulden meines Vaters wären getilgt. Ich wusste nicht, dass dein Name bei der Verhandlung fallen würde, Jack. Du solltest mit der ganzen Sache gar nichts zu tun haben. Warum hast du mir diese Geschichte nicht schon vorher erzählt? 1 Woche nach der Verhandlung ist mein Vater gestorben. Die Polizei sagte, irgendein Verrückter habe ihm eine Kugel in den Rücken verpasst, als es in einer Bar zu einer Schlägerei kam. Seltsamer Zufall. Auch wenn man bedenkt, dass am Tag davor ein Typ in Harlem versuchte, mir den Bauch aufzuschlitzen. Arturo Valenti wollte mich ausschalten. Seine Jungs waren auf freiem Fuß. Er hatte, was er wollte. Und mein Tod sollte die letzten Spuren verwischen. Wenn ich dir das gesagt hätte, dann hätte er dich sicher auch umgelegt. Ich beschloss, New York zu verlassen und zog nach Los Angeles. Ich dachte, ich könnte das alles hinter mir lassen. Aber die Vergangenheit holte ich immer ein. Niemand dort wollte einen korrupten Ex-Bullen anstellen. Es war unmöglich für mich, einen Job zu finden. Bis eines Tages so ein fetter Typ in die Bar kam und mir einen Job anbot. Ich sollte einen Mann umbringen, der geschäftlich in Los Angeles war. So ein Angebot fällt doch nicht einfach vom Himmel. Wie sind die auf dich gekommen? Das habe ich mich auch gefragt. Der fette Typ zeigte mir ein Foto der Zielperson. Sicher, dass ich den Job annehmen würde. Und er hatte recht. Ich nahm an. Der Mann auf dem Foto war Arturo Valenti. Durch ihn habe ich meine Familie und meinen Job verloren. Das Einzige, was mir geblieben war, war ein Rachedurst, den wohl nur Iren verstehen können. Ich habe den Job erledigt und arbeitete fortan für die Schwarze Lilie. Spannende Geschichte, was? Vielleicht schreibe ich mal ein Buch über die ganze Sache. Ich frage mich, ob es hier auch Verleger gibt. Ich kann mich ja mal umhören. Was mache ich hier? Du versuchst es zu verstehen. Was zu verstehen? Was Bestimmung ist. Bestimmung? Ich bin nur ein Schnüffler, der die Hälfte seiner Einkünfte in Alkohol investiert. Und mit der anderen Hälfte die Miete für ein Büro zahlt, das wie eine Müllkippe aussieht. Was für eine Bestimmung soll das denn sein? Es geht nicht um deine Bestimmung, Jack. Es geht um die des Mädchens. Sie ist nur ein Mädchen, das ein verrückter Archäologe für eine Art antiker Gottheit einer Zivilisation hält, die schon vor Jahrhunderten ausgestorben ist. Also glaubst du wirklich, dass Professor Zindler verrückt war? Glaubst du, die Träume, die du hattest, waren Produkt deiner Erschöpfung? Dass dich lediglich eine Reihe von dummen Zufällen hierher gebracht hat? Dass es Zufall war, dass deine rothaarige Freundin Marsetti kannte? Dass es Zufall ist, dass der Besitzer der Absteige, in der du dich eingemietet hast, auch Nicolas untergebracht hatte? Jack, das Mädchen wird die Zukunft verändern. Wenn sie das wirklich kann, dann hätte sie dies doch alles verhindern können, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Ich töte Menschen. Mit antiken Prophezeiungen kenne ich mich nicht aus. Aber eins weiß ich. Dass du hier bist, heißt, dass man dir eine Chance gibt. Was soll das heißen? Als du hergekommen bist, hast du bestimmt eine schwebende Uhr gesehen. Ja, war ja auch schwer zu übersehen, das Ding. Das ist dein Leben, Jack. Und wenn du jetzt hier bist, heißt das, dass die Zeiger zum Stillstand gekommen sind. Aber du kannst zurückkehren. Du meinst, ich kann wiederbelebt werden? Heißt das, ich werde wie ein Zombie aus den Gruselromanen durch die Straßen von New York stolpern? So funktioniert das nicht. Wenn du zurückkehrst, dann wirst du dich an diesen Ort nicht erinnern können. Und alles wieder so machen, wie in der Vergangenheit. Klasse. Ich kann nicht leben, aber sterben darf ich so oft, wie ich möchte. Genau. Aber es könnte sich vielleicht etwas ändern. Die Bestimmung. Das Schicksal gibt dir vielleicht eine zweite Chance. Wie soll das gehen? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Gut, das haben wir sie. Bis dann. Bis dann, Sean. Lebe wohl, Jack. Gut, da können wir nichts mehr machen. Dann gehen wir zurück zur Uhr und probieren das einmal aus, ob da irgendwas geht.
Sie scheint nicht mehr zu gehen. Sie scheint nicht mehr zu gehen. Und was willst du tun? Mich umlegen? Ich kann an deinen Augen erkennen, dass du noch nie jemanden getötet hast. So einer bist du nicht. Du hast doch sicher immer deine Handlanger losgeschickt, um die Drecksarbeit zu erledigen. Du hast recht. Ich habe noch nie selbst getötet. Doch ich habe den Tod vieler Männer und auch Frauen befohlen. Wie mutig. Aber du weißt ja, es gibt für alles ein erstes Mal. Das ist eben unsere Bestimmung, Del Niro. Wie kann es sein, dass ich noch lebe? Seans Whiskyflasche hat die Kugel gestoppt. Wer hätte das gedacht? Gerettet durch ein Kinofilm-Klischee. Sean, es scheint, als ob ich dir mein Leben schulde. Du bist ein Glückspilz. Du bist derjenige, den sie den Türken nennen. Und du bist der Detektiv, über den alle Welt spricht. Bist du hier, um deinen Freund Marsetti zu rächen? Meinen Freund Marsetti? Das ist hoffentlich ein Scherz. Ich wollte seinen Tod mehr als du. Ich habe ihn nie gemocht. Er behandelte Frauen wie Dreck und seine Clubs sind so widerwärtig wie die Leute, die sie besuchen. Also, was willst du dann von mir? Du bist wichtiger, als du glaubst. Und ich brauche dich für meinen Plan. Was für ein Plan? Das muss ich dir nicht erklären. Wieso glaubst du, sollte ich mich in deinen Plan fügen? Ich werde dich zu dem Mädchen bringen. Wieso solltest du das tun? Sagen wir, ich bin daran interessiert, Miss Diaz Pläne zum Scheitern zu bringen. Verstehe. Also, was willst du tun? Kommst du mit mir? Wann geht's los? Sobald mein Vertrauter den Rotschopf überzeugt hat, mitzukommen. Was hat Greta mit dieser ganzen Sache zu tun? Ihr steckt alle mit drin. Selbst das unbedeutendste Element kann den Handlungsverlauf des ganzen Films verändern, Del Niro. Und das will ich nicht. Ich bin Perfektionist. Den Perfektionismus habe ich schon in Aktion erlebt. Du wirst später Zeit haben, dich zu beschweren, Del Niro. Jetzt dürfen wir unseren Flug nicht verpassen. Oh, ich hoffe, du hast kein Problem mit Hitze. Denn dort, wo wir hinfliegen, kann die Sonne angeblich tödlich sein. Mit dir als Reisebegleitung wird die Sonne bestimmt mein geringstes Problem sein. Ich begreife langsam, weshalb Miss Diaz dich so sehr schätzt. Ich kenne dich erst seit 5 Minuten und du wächst mir schon ans Herz. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt, aber das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Del Niro, vergiss alles, was du über all dies zu wissen glaubst. Du weißt gar nichts. Du hast niemals in das finstere Angesicht einer Gottheit geblickt. Die Sonne steht bereits hoch, als wir abheben. Das Flugzeug fliegt in Richtung Sonne und der riesige Feuerball umschließt das Flugzeug, bis sich der letzte Rest der metallenen Hülle auflöst. Für einen kurzen Moment denke ich, dass wir genau dahin fliegen. Die Sonne herausfordern, ungeheuer und unerreichbar, seit Urzeiten als Gottheit verehrt. Aber vor dem Start habe ich den Flugplan studiert und herausgefunden, dass unser Ziel viel näher liegt. Die alte Stadt Damaskus in Syrien. Da liegt unser Ziel. Tja, das war's anscheinend mit Face Noir. Mit einem offenen Ende, wo es auf den zweiten Teil hindeutet. Das Ende war ein bisschen skurril, aber es ist einigermaßen gut ausgegangen für uns. Tja, und somit war es das auch mit dem Let's Play. Und ich glaube, man findet sie beim zweiten Teil wieder, der dann irgendwann mal rauskommt.